Gott ist omnipräsent, er ist immer und überall da. Wir lesen das im Psalm 139, Gott ist Allgegenwart. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Darf ich dir heute Morgen noch mal sagen, Gott ist immer und überall, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Gott ist omnipräsent. Egal, ob du das fühlst oder ob du das nicht fühlst. Egal, wie du dich gerade verhältst oder gerade nicht verhältst, wie man sich verhalten sollte in Gottes Gegenwart, er ist immer da. Aber das spüren wir meistens gar nicht so. Hey, wir haben euch ein Thema mitgebracht heute Morgen, das heißt, in der heiligen Gegenwart Gottes wohnen. Nicht nur um das ein bisschen erleben, sondern in der heiligen Gegenwart Gottes wohnen. Und ich freue mich, dass ich das mit dir machen darf, Eowyn, weil ich weiß, dass du das lebst. Weil ich dein Leben kenne, weil ich weiß, dass du kompromisslos dein Leben lebst, nicht nur im ICF, da ist das oft einfach in solchen Settings, sondern auch in der Schule. Ich weiß, welchen Preis dich das kostet, zu Jesus zu stehen, heilig zu leben, dran zu bleiben. Und deswegen glaube ich auch, dass du genau die Richtige bist heute Morgen. Dankeschön. Ja, ich bin richtig auch sehr stolz auf dich, dass du Jesus so sehr liebst und ihn als deine Nummer 1, als Priorität setzt in deinem Leben. Und konkret machst du es einfach so krass, dass du jeden Morgen deine Bibelzeit nimmst und deine Zeit mit Gott nimmst und Intimität mit ihm aufbringst und aufblühen lässt und mit ihm Zeit verbringen, weil das ist, warum wir erschaffen sind. Und du nimmst es ernst. Und ich finde, jeden Tag wirst du Gott so viel ähnlicher. Und das ist so ein Vorbild für mich. Deswegen, genau, Danke, bin ich Schatz. sehr froh, dass wir das zusammen machen können. Yes, und wir wollen euch einladen, gleich am Anfang mal aufzustehen und mal einen Psalm gemeinsam zu lesen. Das ist Wort Gottes. Und der Name ist Programm, das ist Psalm 24 und es ist 2024. Und ich lade dich ein, dass du das jetzt einfach über deinem Leben, wir laden euch ein, aber auch über diese Atmosphäre jetzt hier in jeder Location, online, in jedem Wohnzimmer, dass das jetzt passiert. Seid ihr ready, diesen Psalm mit uns zu lesen? Psalm 24. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Und Jesus, wir laden dich jetzt ein, dass du kommst mit deiner Präsenz, mit deiner Gegenwart, mit deiner Herrlichkeit heute, dass du mein Dad und ich benutzt als Preacher heute, aber dass du redest und nicht wir. Es geht um dich, Jesus. Und wir beten, dass du heute unsere Herzen öffnest und dass jede Person, die dich heute erleben möchte, dich erlebt und jeder, der sein Herz öffnen möchte, deine Herrlichkeit reinziehen kann. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, dürft ihr gerne wieder Platz nehmen. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie wir schon gesagt haben, wie du in dieser Herrlichkeit eintauchen kannst, wie du in dieser heiligen Gegenwart Gottes leben kannst. Und wir werden über 3 Türen sprechen, 3 Tore, 3 ehrwürdige, uralte Türen sprechen. Aber bevor wir diese Türen nicht nur euch vorstellen gemeinsam, sondern auch diese Türen öffnen und gemeinsam durch diese Türen gehen werden,
uns ja auch erleben werden, wollen wir kurz euch nochmal erklären, dass es eigentlich wie so 2 verschiedene Arten in der Bibel von Gottes Gegenwart gibt. Wusstest du das? Gott ist ja nicht nur omnipräsent, aber das ist er. Gott ist omnipräsent, er ist immer und überall da. Wir lesen das im Psalm 139, Gottes Allgegenwart. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, da bist du da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Darf ich dir heute Morgen nochmal sagen, Gott ist immer und überall, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Gott ist omnipräsent. Egal, ob du das fühlst oder ob du das nicht fühlst. Egal, wie du dich gerade verhältst oder gerade nicht verhältst, wie man sich verhalten sollte in Gottes Gegenwart. Er ist immer da. Gott ist omnipräsent. Aber das spüren wir meistens gar nicht so. Und deswegen gibt es noch eine ganz spezielle zweite Art, von der in der Bibel auch die Rede ist. Eine ganz spezielle Art von Gottes Präsenz. Genau, nämlich die Gottes manifeste Gegenwart. Gottes manifeste Gegenwart können wir in Matthäus 18, Vers 20 lesen in der Bibel. Und da steht, denn wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Genau wie wir jetzt alle zusammen hier zusammenkommen, ist Jesus in unserer Mitte. Jesus ist omnipräsent, er ist immer da, zu jeder Zeit, dafür müssen wir nicht zusammenkommen. Aber wenn wir zusammenkommen, kommt eben seine manifeste Gegenwart, die wir jetzt heute erleben werden. Jesus spricht eben hier von seiner manifesten Gegenwart. Und was ich krass finde, was wir als Punkt aufgeschrieben haben, ist, dass Gott noch präsenter ist, als ihr mich jetzt gerade seht. Gott ist noch präsenter, als ihr mich jetzt gerade seht. So präsent ist Gott. Seine manifeste Gegenwart ist so krass. Wenn wir hier einfach so vor Gott, vor seiner ganzen Gegenwart stehen würden, würden wir tot umfallen. So krass ist unser Gott. Aber er ist liebevoll. Deswegen macht er es nicht. Danke, Jesus. Genau. Und ein Beispiel, wo ich persönlich seine manifeste Gegenwart voll oft erlebe, ist im Worship. Vielleicht hast du das, vielleicht kennst du das. Wie zum Beispiel im Worship im ICF, wie wir jetzt gerade erlebt haben auch, wo ich Gott so krass erlebe und wie ich seine manifeste Gegenwart spüre, ist, dass wirklich all meine Gedanken und all meine Sehnsüchte sind in dem Moment komplett erfüllt. Und das finde ich richtig krass, weil Gott wirklich da ist und er mich persönlich kennt und mich persönlich trifft. Und das macht er persönlich zu jeder Person, wird er dich persönlich offenbaren und manifestieren. Egal, so genau, wie du es jetzt gerade brauchst. Und das finde ich so krass im Worship. Genau. Yes, so sieht's aus. Und wir werden gleich die erste Tür öffnen und du wirst merken, wie komme ich jetzt in diese heilige Gegenwart rein? Gibt es da Voraussetzungen? Und du musst verstehen, Gott ist ja nicht an Religiosität interessiert. Du musst ja nicht Regeln einhalten, aber dennoch gibt es so bestimmte Voraussetzungen, wie wir uns positionieren können, dass wir diese intime, heilige Gegenwart Gottes erleben. Jesus sagt das selber auch in seinem Wort, er sagt das selber über sich und über seinen Vater. In Johannes 14, Vers 21 liest du Folgendes: Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Das griechische Wort für offenbaren heißt hier emphanizo. Und das ist ein ganz spezielles Wort. Das heißt ja offenbaren, das heißt auch manifestieren, aber das heißt auch auf eine ganz intime, persönliche, geheimnisvolle und nahe Art werde ich mich ihm zeigen. Und du liest schon hier in dem Bibelvers genau das, was die Susan auch gestern Abend mit uns so erlebbar gemacht hat. Wir können uns positionieren durch einen heiligen Lifestyle. Und das ist keine Einhaltung von Regeln, sondern das ist eine Art von Beziehung. Und Gott wird mit seiner Herrlichkeit kommen. Darf ich dir heute Morgen noch mal sagen, du bist dafür geschaffen. Du wurdest dafür designt, in der heiligen Gegenwart Gottes zu wohnen. Du darfst dort Platz nehmen. Und für viele ist das heute nichts Neues. Für einige von euch, die sagen, yes, ich freue mich schon auf all die Erlebnisse, die gleich kommen. Und ich bin aber auch unter der Woche so mit meiner Bibel und meiner Playliste da unterwegs. Und für andere ist das vielleicht doch irgendwie ein Fremdwort. Du fühlst dich nicht so nah bei Gott in deinem Leben. Ich habe festgestellt, es gibt doch relativ viele Christen auf diesem Planeten, die haben eine Beziehung zu dem omnipräsenten Gott. Aber sie haben es noch nie so richtig erlebt,
in dieser Intimität mit Gott zu sein, dieser heiligen Gegenwart Gottes zu sein. Und genau darüber wollen wir sprechen. Genau die Türen wollen wir jetzt mal aufmachen. Und ich hoffe, ihr seid da ready, mit uns in diese Türen reinzugehen, weil du musst wissen, etwas über Gott zu wissen, ist interessant und nett. Ich weiß etwas über Olaf Scholz. Ja. Und seine Regierung hat bei mir in Deutschland auch irgendwie Auswirkungen. Ich habe irgendeine Art von Beziehung. Aber ich bin nicht sein Freund, ich kenne ihn nicht persönlich. Manche Leute kennen ihn persönlich. Und die können ihn fragen, warum hast du das so entschieden? Was denkst du über diese Sache nach? Was fühlst du in deinem Herzen über die und die Angelegenheit in dem Land und so weiter? Und darum geht's, dass wir mit Gott so in einer Verbindung sein können, in einer Freundschaft sein können. Die erste Tür, die wir jetzt gemeinsam öffnen, ist folgende. Wir brauchen Trommelwirbel. Oh, und hier kommt sie! Gottes Sohn. Und du denkst vielleicht, das ist ein No-Brainer, oder? Im Kindergottesdienst ist Jesus immer die Antwort. Im ICF am Sonntag ist Jesus immer die Antwort. Auf der Ladies Lounge, guess what, ist Jesus die Antwort. Und er ist wirklich die Antwort, weil wir lesen in der Bibel Folgendes über Jesus. Er sagt über sich selber, ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür eingehen und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der erste und wichtigste und Startpunkt und Eintrittspunkt von einer intimen Beziehung in der Heiligkeit und Herrlichkeit mit Gott ist Jesus selbst. Ohne Jesus kannst du gar nicht diese manifeste Gegenwart erleben. Weil, wie die Eowyn schon gesagt hast, dann würdest du verbrennen, dann würdest du einfach sterben, tot umfallen, weil Gott heilig ist. Und Jesus sagt darüber, ich bin die Tür. Und wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Die Bibel redet immer wieder vom Evangelium, von der guten Nachricht. Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Evangelium, die gute Nachricht zu predigen. Und er hat das durch Zeichen und Wunder dann auch gezeigt, dass das alles stimmt. Er selbst ist die Tür und wir wollen euch anhand von 4 ganz einfachen Symbolen nochmal erzählen, wie gut diese Nachricht von Jesus wirklich ist und wie man durch diese Tür, durch Gottes Sohn, in diese heilige Gegenwart Gottes kommen kann. Genau, das erste Symbol ist das Herz. Gott liebt mich, Gott liebt dich. Und bei Gott geht es nicht um Religion, um Regeln, um irgendwas befolgen, um irgendwas zu leisten bei Gott, damit er dich liebt oder so, sondern er liebt dich genauso, wie du jetzt schon bist. Du kannst nichts tun, um weiter von Gottes Liebe getrennt zu werden. So viel liebt er dich. Genau, das ist der erste Symbol. Und das zweite Symbol ist ein Problem. Das ist ein geteilt durch Zeichen. Du und ich, wir leben grundsätzlich per Definition getrennt von Gott, weil wir diese Liebesbeziehung, mit der Gott mit uns in Verbindung sein möchte, gar nicht erwidern. Wir suchen an allen möglichen Orten nach Erfüllung, nach Sinn. Und wir haben eine Tür, die ganze Zeit geöffnet für uns ist, aber wir gehen eigentlich nicht durch diese Tür hindurch, sondern wir versuchen es auf eigene Art und Weise in unserem Leben Erfüllung zu bekommen, Befriedigung zu bekommen, unsere Sehnsüchte zu stillen. Und die Bibel nennt das Ganze Zielverfehlung. Du bist dafür designt, durch diese Tür zu gehen, aber oft laufen wir nicht durch diese Tür und wir tun, wir denken, wir handeln Dinge, die diese Liebesbeziehung zu Gott zerstören, auch zu uns selber zerstören und unseren Mitmenschen zu zerstören. Die Bibel nennt das Sünde. Du und ich, wir sind sündige Menschen. Und das ist ein Problem, weil wir können nicht mit diesem heiligen Gott in Verbindung sein. Das geht gar nicht, weil Gott ohne Sünde und heilig ist. Und ich und du, wir sind es nicht. Das ist ein großes Problem. Und deswegen kommt das dritte Symbol. Jesus starb am Kreuz. Gott hat dieses Problem selber gelöst, weil er wusste, wir können das gar nicht selber lösen. Du kannst gar nicht ohne Sünde irgendwie dich durch einen besseren Lebensstil irgendwie da rein manövrieren, dass du in diese heilige Gegenwart Gottes kommst. Deswegen stirbt Jesus am Kreuz. Er wurde begraben. Und am 3. Tag steht er wieder auf von den Toten. Die Auferstehungskraft, von der die Susan gestern gesprochen hat, nimmt Jesus aus dem Grab hinaus und er lebt. Und er demonstriert damit, dass er stärker ist als alles, was dich von Gott trennt. Er möchte mit dir in Verbindung sein. Die Tür ist offen. Und jetzt gibt es eine Frage. Will ich mit Jesus leben? Möchtest du mit Jesus leben? Dafür bist du designt, dafür bist du berufen.
Das ist, warum du auf dieser Welt bist. Das ist der Sinn des Lebens, ist mit Gott zu leben. In Beziehung mit ihm zu sein, seine Gegenwart, wie er wirklich ist, zu erleben. Vielleicht bist du heute Morgen hier oder hörst dir das online vielleicht sogar nachträglich an. Du bist hier in Zürich oder in Mannheim oder in einer anderen City oder zu Hause und du bist dir gar nicht so sicher, dass du schon mal durch diese Tür gegangen bist. Vielleicht hast du noch nie diese bewusste Entscheidung getroffen, umzukehren von deiner Schuld und anfangen zu glauben, dass Jesus wirklich dein Retter ist und für alles gezahlt hat. Für alle Verletzungen, für alle Schuld, für alle Gewissensbisse, für alle Fehler. Vielleicht bist du auch heute hier und bist wie dieser verlorene Sohn. Die Geschichte kennst du ja. Du warst mal mit Gott unterwegs, aber du bist irgendwie wie eine verlorene Tochter weggerannt und fühlst dich gar nicht mehr so nah bei Jesus. Wir wollen dir heute die Gelegenheit geben, mitten in dieser Predigt, jetzt in diesem Moment, diese Entscheidung zu treffen. Und ich lade uns einfach allen, auch online, einfach mal aufzustehen. Das ist schon mal so ein Step, den wir machen. Gott ist jetzt hier, Jesus ist da, er ist ja Gottes Sohn und kann dich retten. Er steht dort und du darfst jetzt dadurch laufen. Und wir wollen dich einfach einladen, jetzt ein Zeichen zu setzen. Zählen einfach auf 3 runter. Dass du einfach deine eine Hand auf dein Herz legst, weil das ist eine Herzensentscheidung. Und deine andere Hand hoch zum Himmel streckst, ganz hoch zum Himmel streckst, wenn du das möchtest und Jesus heute einladen möchtest. Er ist da. Wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast oder du hast das Gefühl, du bist von ihm weggerannt, du möchtest jetzt umkehren und ihn neu in dein Leben einladen. Bet doch mit mir laut und sag, lieber Jesus. Lieber Jesus. Ich komme jetzt zu dir. Ich komme jetzt zu dir. Als eine Sünderin. Als eine Sünderin. Die Rettung braucht. Die Rettung braucht. Ich glaube an dein Kreuz. Ich glaube an dein Kreuz. Dass du für mich gestorben. Dass du für mich gestorben. Und auferstanden bist. Und auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Mach mich frei von allem Bösen. Mach mich frei von allem Bösen. Heile meine Wunden. Heile meine Wunden. Und komm in mein Herz. Und komm in mein Herz. Heiliger Geist, erfüll mich. Heiliger Geist, erfüll mich. Und zeig mir, was es bedeutet. Und zeig mir, was es bedeutet. Kind Gottes zu sein. Kind Gottes zu sein. Und dir nachzufolgen. Und dir nachzufolgen. Von jetzt bis in alle Ewigkeit. Von jetzt bis in alle Ewigkeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dass du mich jetzt gerettet hast. Dass du mich jetzt gerettet hast. Amen. Amen. Das ist dein Applaus. Und so gehst du durch diese Tür, ein und aus, saftige grüne Weiden. Und das ist erst der Anfang. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen, weil wir öffnen die nächste Tür. Die nächste Tür ist Gottes Wort. Und das ist auch wieder so ein No-Brainer. Da denkst du wahrscheinlich, das habe ich doch auch schon im Kindergottesdienst oder mal im Religionsunterricht gehört. Aber wusstest du, nicht, dass die uns jetzt hier zufällt wieder, ja, dass Gottes Wort, jedes Wort von Gott wie ein himmlischer Ort ist. Ich lese dir das vor. Jesus selber sagt ja, er ist Gottes Wort. Über Jesus wird geschrieben, er ist Gottes Wort. Er ist nicht nur Gottes Sohn, Gott selber, er ist auch Gottes Wort. Und über ihn ist auch Folgendes die Rede. Gott hat uns mit Christus, mit Jesus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus, mit Jesus, dem Wort Gottes, haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. In einer anderen Bibelübersetzung heißt das, wir sind mit hineinversetzt an himmlische Orte, an himmlische Regionen. Die Verbindung mit Jesus, dem Wort Gottes, öffnet dir Räume, unsichtbare Räume von Gottes manifester heiliger Gegenwart. Das kannst du dir so vorstellen, dass du hier bist. Und hier ist eine unsichtbare Linie. Du weißt ja gar nicht, wo sind diese himmlischen Orte. Und du musst jetzt eigentlich wissen, es gibt Gott. Er ist da, Gott. Und er möchte mit dir durch sein Wort in Verbindung kommen und möchte dir all die guten Gedanken, all die guten Ideen, all die Wahrheiten, die in seinem Wort stehen, nicht nur in dein Hirn ballern, sondern vor allem in deinem Herzen Realität werden lassen. Es gibt aber auch den Teufel. So. Und er ist wirklich ein Sack. Der Teufel wird all das, was Gott an Wahrheit für dich vorbereitet hat, immer verdrehen. Man nennt ihn den Vater der Lüge. Und er will dir Lügen einreden. Nicht nur in dein Hirn, sondern auch in dein Herz. Geistlicher Kampf, ja,
GK abgekürzt, ja. Ganz einfach heißt, welcher Stimme gebe ich mehr Raum in meinem Leben? In meinen Gedanken, in meinem Reden, in meinem Handeln, in meinen Gefühlen. Gottes Wort, Gottes Wahrheiten oder den Lügen vom Teufel. Und jetzt musst du wissen, das Wort Gottes, WG, ja, da bist du in einer WG mit Gott. Das Wort Gottes ist das Einzige, was deinen Geist wirklich nähren kann, was dich wirklich hineinversetzen kann an diese himmlischen Orte. Und das klingt jetzt super theoretisch. Und Eowyn, nimm uns doch ganz praktisch mal in so ein Erlebnis jetzt rein, wie das ganz simpel funktioniert und wunderbar erlebbar ist. Vielleicht kennt ihr den Psalm 23, wahrscheinlich schon. Und den werden wir jetzt einfach ganz aktiv jetzt und ganz praktisch über unsere Situationen aussprechen. Und stell dir jetzt einfach vor, also der Satz geht so: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und jetzt stell dir einfach vor, du bist auf einer saftigen, grünen Frühlingswiese. Die Sonne geht unter, du siehst den Sonnenuntergang. Jesus selbst steht dir vor. Er sagt dir wird nichts mangeln. Es ist alles in meiner Hand, dein ganzes Leben. Und jetzt überleg dir, wo spürst du noch Mangel? Wenn du irgendeine Situation jetzt oder mehrere Situationen vor dir hast oder vielleicht gar keine Situation, dein Leben läuft einfach und dann sprich das einfach über dein Leben aus. Jetzt Psalm 23 dreimal ganz laut zusammen über diese Situation. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ihr werdet sehen, wie ihr in dieser Situation in eurem Leben Gott reinkommen wird, weil ihr die Wahrheit über die Situation ausspricht, wird es passieren. Ja. Amen. So ist es. Hey, ja, Applaus. So genial. Wer von euch hat eben etwas gemerkt in diesem und Mangel ausgetauscht? So genial. Das kann dir keiner nehmen. Das ist ein himmlischer Ort der Gegenwart Gottes, an der du jetzt Platz genommen hast, wo kein Mangeldenken mehr da ist. Wir wollen noch eine letzte Tür öffnen. Bevor ich sie öffne, will ich dir nochmal den Bibelvers vorgelesen, den wir am Anfang gehört haben, weil es gibt noch ein nächstes Level von Gottes manifester Gegenwart. Jesus hat das ja gesagt: Wer meine Gebote annimmt, Johannes 14, und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit manifestieren, offenbaren, ganz intim zu erkennen geben. Haben wir schon am Anfang gelesen. Darf ich dir heute sagen, und das meine ich überhaupt nicht religiös, weil Jesus sagt das ja in einer Liebesbeziehung, er redet ja von Liebe, Gehorsam gegenüber Gott. Gehorsam gegenüber Gottes Wort, das ist Gottes Liebessprache. So kannst du ihm zeigen, dass er dich liebt und dass du ihn liebst. Wenn du Gott gehorsam bist, dann öffnet das die Tür in eine ganz, ganz tiefe, intime Freundschaft mit Gott. Und diese Tür nennen wir heute die Gottesfurcht. Und da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden. Wir haben gerade im ICF Rhein-Main, unserer Kirche, in Frankfurt und in den anderen Städten eine 6-wöchige Serie darüber gemacht und wir hätten noch 6 oder 10 Wochen weitermachen können. Weil das ist ein Wort, wo, glaube ich, ultra aktuell wird in unserer Zeit, in der wir leben, aber wo so schnell missverstanden wird. Weißt du, Gottes Furcht ist nicht die Angst vor Gott, weil die Angst vor Gott würde dich ja von ihm distanzieren. Gottes Furcht, ganz einfach erklärt, ist die Angst davor, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu denken, irgendetwas zu reden, was mich von dieser Gegenwart Gottes wieder wegziehen würde. Es ist nicht die Angst vor Gott, sondern es ist die Angst davor, weit weg von Gott zu sein. Und die Gottesfurcht zieht mich sozusagen in die Nähe Gottes zurück und behält mich dort. Gottesfurcht ist etwas Wunderbares. Wusstest du, das kennst du vielleicht, es ist ja etwa 365 Mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Und das stimmt, das gilt dir. Es steht aber auch etwa 200 Mal in der Bibel, fürchte Gott. Und das kriegen wir nicht so in unseren Hirn rein, weil das ist etwas anderes als eine Angst. Das ist eine Ehrfurcht, das ist eine, wow, Gott, du bist wirklich so heilig. Wenn ich in deiner Gegenwart so nah bin, je näher ich dir komme,
desto weiter weg muss ich von der Sünde sein. Die Gottesfurcht, ich habe dir das mal mitgebracht, diesen Satz, behält dich ganz nah bei Gott und ganz weit weg von der Sünde. Die Bibel beschreibt diesen Prozess, wir haben das gestern schon gehört, Gott ist heilig und ihr sollt auch heilig sein im 1. Petrusbrief, den Prozess der Heiligung. Und die Gottesfurcht behält mich in dieser nahen Nähe bei Gott und es geht nicht mehr darum, wie nah kann ich an der Linie der Sünde sein, der Zielverfehlung, sondern wie weit weg kann ich von dem sein, damit ich ganz nah bei Gott bin. Gottesfurcht, den Zitat mitgebracht von Charles Spurgeon, ist der Tod jeder anderen Furcht. Wie ein mächtiger Löwe. Hört ihr Aslan, oder? Jagt sie alle anderen Ängste vor ihr weg, vor allem die Menschenfurcht. Wenn Gott brüllt, wenn du in Gottes Nähe bist, wenn du in dieser Ehrfurcht vor Gott lebst, wird jede andere Angst, vor allem die Menschenfurcht, weggehen. Deswegen sagt Jesus, das hört sich sonst so alttestamentlich an, oder du denkst, ja, Gottesfurcht steht doch bestimmt 199 Mal oder 200 Mal im Alten Testament und nirgendwo im Neuen, das ist doch alter Bund, oder? Jesus redet mega oft von Gottesfurcht. Paulus redet mega oft von Gottesfurcht. Aber wir dürfen verstehen, was das bedeutet. Jesus sagt zum Beispiel, meine Freunde, ja, die sind ja nah. Ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Und Jesus redet von seinem Vater, der nicht nur dein Vater, sondern auch dein König sein möchte. Deswegen sagt Paulus beispielsweise auch, gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. In einer anderen Bibelübersetzung heißt das, verwirklicht eure Rettung, die ja reine Gnade ist durch Gott, durch seinen Tod am Kreuz, aber verwirklicht das, lasst das Realität werden durch Ehrfurcht und Zittern. Eine gesunde, heilige Ehrfurcht vor Gott zeigt sich in deinem Leben, dass du Gott höher achtest als alles andere. Dass du seine Gebote nicht nur ein bisschen grollig befolgen willst und denkst, ja, eigentlich wäre ich viel lieber auf der anderen Seite von den Geboten, sondern du liebst sie, weil du weißt, es ist das Beste. Du willst dort sein. Das sehe ich in deinem Leben, Eowyn. Das sehe ich, wie du in der Schule das beispielsweise auslebst. Und es ist nicht immer so einfach, oder? Nein, es ist überhaupt nicht einfach. Es ist ganz das Gegenteil. Es gibt Momente, wo wir zum Beispiel hier zusammen sind im Worship und es ist so schön und jeder gibt einander Komplimente, wir beten füreinander und wir erleben Gott und wir werden frei und es ist so perfekt einfach. Es ist so himmlisch, wir sind dafür erschaffen, wir merken das. Und dann gehen wir zur Schule oder gehen zur Arbeit und er merkt, dass, wie ich halt bewusst Sachen nicht mitmache und deswegen halt nicht mitreden kann und deswegen halt oft... Also ich kann nicht mitsprechen und die wissen, dass ich nichts dazu zu sagen habe, zu irgendwelchen Trends oder keine Ahnung, irgendwie welche Sachen. Und ich deswegen ausgeschlossen bin. Und es fühlt sich überhaupt nicht schön an. Und es fühlt sich gar nicht an, wie ich mir das vorstellen würde mit Jesus. So, ich denke mir so ganz ehrlich, Gott, das ist nicht schön. Aber ich weiß... Ich will keine Menschenfurcht haben und ich will kein People-Pleaser sein. Ich will Gottesfurcht haben. Ja. Und darum geht es, eine Beziehung mit Gott. Und wir sind eben in dieser Welt, wo es einfach nicht normal ist, mit Gott in der Beziehung zu sein, Gott überhaupt als Freund zu haben. Aber es ist das Normalste auf der Welt und dazu sind wir geschaffen und dazu bist du berufen. Deswegen merk dir, es ist normal, auch wenn andere Leute dir zusagen oder du das Gefühl hast, es ist nicht normal, es ist normal. Und das ist die Realität. Und irgendwann wirst du vor Gott stehen und du wirst diese liebevolle Augen sehen und du wirst einfach dich so freuen, dass du hier auf der Welt ihn gedient hast und nicht Menschen. Sehr gut. Wir wollen dir zum Schluss sagen und dann ganz praktisch werden jetzt. Da, wo du Gott fürchtest, da, wo du Gott ehrst, da, wo du Gott anbetest, da, wo Gott gefürchtet, geehrt und angebetet wird, da manifestiert sich, da offenbart, da wird das Realität, was Gottes heilige Gegenwart wirklich ist.
Hey, so schön, dich an der Ladies Lounge mit dabei zu haben und ich finde es ein Riesenprivileg, dass wir auf diese Weise online miteinander so nahe verbunden sind und der Heilige Geist wirkt, egal ob hier vor Ort oder auch online. Es sind viele Volontiere tätig, viele von unseren Staff und qualitativ hohe Geräte, die das alles möglich machen, dass wir die Messages auch in so einer Qualität senden können. Und wenn du jetzt ein Teil von dieser Vision sein möchtest, dann ist das meine Einladung an dich. Du kannst dich an den Kosten beteiligen, weil grundsätzlich haben wir die Ladies Lounge absichtlich kostenfrei angeboten für andere online, weil wir möchten so viele Menschen dabei haben wie möglich. Und trotzdem kostet es etwas. Meine Einladung an dich ist, wenn du den QR-Code eingeblendet siehst, nimm dein Handy hervor, nimm dein Smartphone hervor und scanne ihn ein und gib das, was du aus tiefstem Herzen geben möchtest, weil wir wünschen uns so sehr, dass durch diese Messages möglichst viele Menschen auf der ganzen Welt, von wo auch immer sie zuschauen und zuschauen werden, reich gesegnet sind. Und ich bete, dass Gott auf deinen finanziellen Beitrag, den du geben kannst und den Gott dir aufs Herz gibt, antwortet. Vielen, vielen herzlichen Dank.